heiße euch herzlich willkommen zu meinem allerersten Make-up-Tutorial. Genau, und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich diesen Look hier mache. Der ist ja auf meinem Profilbild ist das Make-up drauf. Und mir gefällt es ehrlich gesagt mega, auch mit dem Rot und Pink so ein bisschen vermischt. Und ja, darum möchte ich euch gerne zeigen, wie der funktioniert. Es ist eher ein schneller Look und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß damit. Also wie schon gesagt, herzlich willkommen zu meinem allerersten Make-up-Tutorial. Also wirklich Tutorial. Ich habe schon mal ein so Speedrun Get Ready With Me gemacht. Seid ein bisschen gnädig mit mir, bitte. Ich habe jetzt extra ein näher hergezoomt und ja, wie schon gesagt, es geht nur um das Augen-Make-up. Den Rest habe ich schon gemacht. Wie ihr seht, habe ich mächtig mit dem Shine übertrieben, aber ich habe heute gelesen, dass man das Make-up-Shaming so beenden. Ja, warum sollte man sich schämen, nur weil man gerne Make-up trägt? Finde ich auch überhaupt nicht. Darum, ja, shine on, baby. Ich brauche immer als allererstes so als Base für meine Augen das Puder hier. Also, es ist eigentlich ein Lidschatten, aber da sieht man einfach genau gar nicht. Also das hat irgendwie so ungefähr genau meine Hautfarbe. Das ist Brûlé von MAC. Kann man es lesen? Jo. Und ja, das ist sozusagen meine Blending-Farbe, dass ich dann alles so ein bisschen schön verblenden kann. Also alle anderen Farben, die dann noch drauf kommen. Wie ihr seht, absolut no Wirkung für das Auge selber, aber das spielt ja auch keine Rolle. So. Und der Pinsel, das ist mein absolut Lieblingspinsel. Den habe ich glaube in San Francisco gekauft. Oder? Nein. Mal. Das ist ein Sephora-Pinsel von San Francisco und zwar für einen Crease Shadow eigentlich, aber ja, mal brauche ich eigentlich so ein bisschen zum Verblenden und für Crease und so. Das ist also für die Lidfalten. Und das ist Nummer 73. Genau, 73. Mein Lieblingspinsel, wie schon erwähnt. Und okay, da wir das jetzt gemacht haben, kommen wir weiter zu meiner tschüss, gell? Zu meiner Almighty Palette von BH Cosmetics. Die habe ich auch von San Francisco. Und ja, also ich muss sagen, es hat 28 Farben. Sie sind alle nicht angeschrieben, also die Farben haben nicht irgendwie einen Namen oder so. Aber, wie ihr seht, habe ich sie auch schon ein bisschen verwendet. Und vor allem diese Farben hier, sie sind einfach wunderschön, auch von der Pigmentierung her. Und ich muss wirklich sagen, für die, glaube ich, $17, die Palette gekauft hat es sich wirklich gelohnt. Ich habe noch eine andere, die Nude-Version sozusagen, die einfach wirklich nur so Nude-Farbe drin hat. Aber die brauche ich komischerweise nicht so viel wie die. Also, für das Make-up brauchen wir diese Farbe hier. Die da. Ich weiss nicht, es ist so ein rötliches Oberschienen. Rausziehen da das Ganze. So, beim anderen Auge auch noch. Okay, das war die erste Farbe. Mit der einfach wirklich bang, überall drüber. Nachher können wir schon mal die Pinsel wechseln. Und zwar habe ich diesen Pinsel hier, der doppelseitig ist. Viele denken sich jetzt vielleicht so, nein, voll doof. Ich finde ihn auch ein bisschen doof, weil wie will ich da in meinen Pinselständer rein tun, so und so. Ja, es franzt ein bisschen aus, aber egal. Ich brauche jetzt hier die längere, ich weiß nicht, es hat sich so eingependelt bei mir, die kurze Seite wirklich so für shiny Make-up und die lange Seite hier für halt so ein bisschen die Farbe. Und mit diesem Pinsel nehmen wir hier von diesem richtig geilen Rot. Da darf man ein bisschen grosszügiger auftragen. Man kann den Pinsel sogar ein bisschen nass machen. Und das ist nicht ganz so geil zum Auftragen. Man kann natürlich auch, damit das Ganze noch ein bisschen kräftiger leuchtet, mit Concealer arbeiten. Aber da das bei mir jetzt nicht so muss haben, reicht das eigentlich völlig hier mit dem da hier. Also es kommt etwa hier bis in die Mitte. Einfach nur das Lid hier, das Augenlid. Ruhig, das war wirklich sehr kräftig. Nochmal zurück zu dem wunderschönen Rot. Das tue ich mir nämlich auch noch hier unten
Ja, und da ist natürlich als Linsenträgerin der Nachteil, ich tue meine Linsen erst rein, normalerweise, nachdem ich das ganze Augen-Make-up gemacht habe. Und kurz bevor ich meine Wimpern dusche. So, als nächstes, um da die erste Farbe noch ein bisschen zu intensivieren, gehe ich jetzt mit diesem Pinsel. Der hat oben so einen schönen Spitz. Da. Das ist auch von Sephora. Und zwar eben Nummer 29. Also so einen präzisen Pinsel. Da gehe ich jetzt nochmal in die erste Farbe rein. Ganz wenig. Und tue dann noch ein bisschen nachhelfen. So. Um das Ganze noch ein bisschen zu intensivieren. Wirklich nur so in der Lidfalte. So. Auch noch. Und aber auch hier unter dem Augenlid, auch noch ein bisschen im Unteraugenlid auch ein bisschen verblenden. Und ich habe mega viel Dings in den Augen innen. Schwere geil. Und damit es ein bisschen smoother ist, tun wir das auch nochmal ein bisschen hier so verblenden. So. Man kann es ruhig auch ein bisschen rausziehen, bis zu den Augenbrauen. Es ist schliesslich ein glamouröses Make-up eigentlich. Es war vielleicht ein bisschen too much gewesen da, aber ich bin schliesslich keine professionelle Make-up-Artistin. Das überlasse ich denen. Vor allem hat es sich so mit meinen Augenbrauen vermischt. Ja, geil. Also kommen wir nochmal zurück zu diesem hier Pinsel, zu meinem Lieblingspinsel. Und gehen hier ein bisschen in dieses wunderschöne Perlmutt, sage ich jetzt einmal. Und zwar hier für unter den Augenbrauen. Ein bisschen shiny zu machen. So. Genau. Zu dieser Farbe kommen wir später nochmal. Jetzt kommen wir zu diesem Doppelpinsel zur anderen Seite. Und sagen wir hier das wunderschöne Pink. Also es ist ein geiles Pink, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir gut. So. Und da gehe ich jetzt in die Innenseite vom Lid. Also vom Augenlid. So. Und das darf auch ein bisschen so. Das Rot ist halt eine matte Farbe und das ist halt der Shiny. Aber das ist okay. Hauptsache es sieht dann geil aus. So. Noch ein bisschen da unten. So, und dann gehen wir nochmal in das Perlmutt. Und mit dem tun wir dann noch wirklich so die Innerecke. So ist ein bisschen schön ausarbeiten, dass er ein bisschen heller ist. Ich darf ruhig ein bisschen glänzen. So. Das war es schon mit dem Lidschatten, mit dem mega coolen. Jetzt kommt der Teil, den ich immer kläglich versage, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe mir angewandt, einerseits, weil ich mit dem normalen Dings nicht kann, Eyeliner. Andererseits muss ich sagen, das Ergebnis gefällt mir darum auch mega. Hey, schau, was du siehst mit dem Ding hure, also die Kamera, was hat die hier mega viel noch so Lidschatten, gang weg. Ja, das ist halt so blöd. Normalerweise habe ich halt noch Puder unten dran. Aber man weiss auch, was ich raus will. Darum habe ich mir jetzt eben angewandt, dass ich meinen Eyeliner wirklich einfach mit einem matten, schwarzen Lidschatten, also ich nehme immer den von MAC, der hat ja ewig, wenn du immer noch so wenig brauchst, und so einen abgeschrägten Pinsel, wenn man es dann sieht. Genau, und so einen abgeschrägten Pinsel, wo da schon ein paar Härchen abstehen. Ich kann mir einen neuen kaufen, ich weiss. Aber der ist von Essence, von dem her ist okay. So, und zwar, das ist übrigens der Typographic Matte Eyeshadow, auch wieder mal von MAC. Ich habe jetzt hier drinnen ein bisschen Wasser. Und ich mache es jetzt so, dass ich in den Pinsel das Wasser reintauche. Und ein bisschen abtauchen, dass es nicht hure nass ist, aber gleich noch so feucht. Und dann gehe ich ganz fein da rein.
Und dann vermische ich das so ein bisschen auf der Hand, dort, wo es noch so ein bisschen feucht ist. Nehme vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser. Also für all die unfähig sind, einen Lidschatten zu machen, kann ich das wirklich, einen Lidstrich zu machen, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ich bin nämlich genau so eine Kandidatin. Also, vor allem habe ich noch so ein Schlupflid, das heisst, man sieht eigentlich das Lid gar nicht wirklich. Und dann ist der Eyeliner sowieso mal ein Stück komplizierter. Ja, also. Der muss vor allem auch nicht so hure präzise sein, das finde ich noch gut. Ich es einfach nie schaffen, einen hohen Eyeliner leicht zu machen auf beiden Seiten. Aber ja, wie gesagt, das ist so mein Struggle, was Make-up betrifft, hohen Eyeliner. Jetzt lasse ich dann ein bisschen trocknen. Oh, dann kommen wir schon zum letzten Teil. Genau. So, schnell die Lashes curlen. Noch eine zweite Schicht. Das gerne ein bisschen gesehen. Wenn ich schon keine Fake Lashes dran tue, dann darf man doch 2 Schichten Mascara drauf tun, finde ich. Und dann noch unten so. Voilà! Fertig sind wir. So sieht es aus, genau. Und so als kleiner Finisher noch tue ich jetzt noch den Liquid Lipstick von Jeffree Star, der Sagittarius drauf. Habt ihr ja in meinem Video schon gesehen. Ja. So. Ja, das ist das Endergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo. Und wenn nein, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was scheiße war und warum. Und ja, sonst sehe ich euch dann halt einfach beim nächsten Video. Bis dann, tschüss zusammen!